Hey, salut miteinander. Einen wunderschönen, nicht so schönen Nachmittag. Nein, ich hoffe natürlich, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Einfach das Wetter ist nicht so, das haben wir. Hallo zusammen. Hey, Bud Spencer, wie geht's dir? Ich hoffe, ihr seid ein bisschen fitter als ich. Ich bin so müde irgendwie heute. Ich weiss auch nicht, das Wetter, das raubt mir meine sämtliche Energie. Und nein, das hat nicht daran gelegen, dass ich das ganze Wochenende God of War gezockt habe. Ich habe nämlich nicht mal eine PS4. 5, gar nichts. Gar nichts, nada. Ach ja. Ja, das ist so eine grusige Montag auch, Steffi. Ja, schlimm, ja. Echt schlimm. Aber ja, well. It is how it is. Können wir natürlich nichts dagegen machen. Alle sind müde, hat gesagt der Bud Spencer. Hoi, Bud Ja, Spencer. alle sind müde. Ja, aber wirklich. Also, es ist ganz, ganz krass, aber es ist wirklich, es geht mehreren Leuten so. Auch heute bei uns im Büro, jeder Zweite irgendwie so rummodern. So, das ist irgendwie nicht so ein guter Tag, es ist ein mühsamer Tag, es ist ein unmotivierter Tag. Aber es ist genau der perfekte Tag, um einen Podcast zu machen, zum Streamen, zum über Games reden. Sind wir mal ehrlich. Ein junger Brad Pitt. Genau. Ich finde ja, du siehst aus wie der Nick Carter. Aber ja, mit jungen Brad Pitt kann man auch ein bisschen herlassen. Hey Juli und hoi Martin. Steffi, die hat gar niemand gefragt, okay? Das ist mir gleich. Ob mir jemand gefragt hat oder nicht. Steffi! Was? Nicht das die Wahrheit. Ich bin ehrlich. Ehrlich bin ich. Mhm. Lass denken muss es. Hast keine Müdigkeit hier vortäuschen. Das ist gar nicht vortäuscht. Gar nicht. Das ist hier vortäuscht. Ist einfach so. Aber ja, hey Leute, wie war euch ein Wochenende? Habt wenigstens dir können God of War zocken? Weil wir schon nicht haben können, weil wir keine PS haben. Genau, wer hätte können God of War so... Also ich hätte auch nicht können. Aber bei mir Ja. ist es mehr aus finanziellen Gründen. Das finanzielle Grund. Hast du auch die Schlussabrechnung von der Steuern bekommen, Nico? Mhm. Die ist gekommen, ja. Ist deine auch so asozial? Irgendwie. Ja, das ist definitiv, das gehen wir jetzt zu privat, aber ja. Ja, Steuern ist halt nie schön, aber ja. I feel you. Leider Gottes nie ein schönes Thema. Leider nicht, nein. Mhm. Young Nick Carter. Ja, aber sage ja, der Hyperjöstler ist hier. Ja, Sally. schon, gang weg. Komm. Schau, hast du dich am Abgrenzen. Ziemlich. Apropos Nick Carter, hast du mitbekommen, sein jüngerer Bruder ist gestorben, der Aaron Carter. Nein, nicht mitbekommen. Ich bin dort leider gar nicht. Der hat sehr, sehr grosse Probleme gehabt. Jahrelang. Also er hat ja als Teenager ja wirklich ein paar Hits gehabt. Und dann hat er ja nie mehr wirklich Erfolg gehabt. Und seither war er rumdümpeln, nie happy, wirklich nie zufrieden gewesen. Ein Drogenexzess nach dem anderen gehabt. Und jetzt, jetzt ist er leider tot in Badwanne aufgefunden worden. Ja, genau, Martin, genau. What? Von Hausfrau, also von Haushälterin, von seiner Putzfrau. Consuela. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Hey, aber hure übel. Das ist hä? überhaupt nicht lustig. Nein, gar Nein. nicht. Er tönt ein bisschen nach Elvis-Style. Der ist auch so gestorben. Eben ja, es Da ist vor der wirklich Badwanne. sad. Einfach irgendwie, ja, was war er? Ich glaube 34, dort umeinander. Ja, ist er irgendwie gewesen. Er hat ja ganz jung, eben basically als Kind, ist er ja schon mega erfolgreich geworden. Und das ist ja noch öfters das Problem, wenn du als kleines Kind super erfolgreich wirst. Mhm. Dass du ein Problem bekommst, eigentlich, wo du wie nicht mit diesem hohen Raum kannst umgehen. Das ist eigentlich noch übel, wenn du dir so überlegst. Ach ja. Der Absturz hat noch geschrieben, ich habe frisch Quest 2 Moss 1 angespielt. Was ist Moss? Habe ich noch nie gehört. Was ist Gute das? Frage, Kann ja. das?
Wir hatten eine PS5, aber die ist meistens besetzt. Wow, Juli, von wem? Urfrech. Ja, wirklich. Wer besetzt die PS5 Gell? eigentlich immer? Hallo? Gar nicht. Geht's eigentlich noch? Keine Macht an Warte, bei mir Drogen, ist- genau, so sieht es aus. Keine Macht an Drogen. Genau, Steffi. Das hat der Martin geschrieben. Und der Artibatz ist da. Salü! Hoffe, geht dir gut. Herziges Müsli, das man durch ein Abenteuer begleitet. Oh, das ist dann süß. Kleines Müsli. Nice. Call of Duty ist hoch im Kurs, ja, bei mir auch im Fall. Wenn ich Zeit habe, dann spiele ich meistens MW2. Im Moment bin ich auch nur das am Zocken. Und das Schlimmste ist im Fall, Steffi, es ist wirklich so, dass ich erst aufhöre, das Game zu spielen, wenn es abstürzt. Und lustigerweise stürzt es dann immer irgendwann ab und nachher höre ich auf spielen. Weil sonst beendet es nicht von mir aus. Ist das nicht weird? Ja, aber sorry, dass das Game überhaupt abstürzt, das geht ja schon mal gar nicht. Ich habe letztens noch irgendwie gehört, dass einer die ganze Zeit einen Bug hat, also dass er irgendwie in irgendein Menü reingeschossen wird, was es eigentlich noch gar nicht geben sollte oder so. Ganz komische Geschichte auf jeden Fall. Ja, es ist ja. Für das, also eigentlich sollte man es ja wirklich aus Prinzip genau wegen dem nicht zocken, aber es ist auch gleich so, dass man es wie akzeptiert und gleich zockt. Ja. So ein bisschen das WM in Katar-Prinzip. Oh, Ich schaue es mir gleich, obwohl sie wissen. So. Nein, das wird boykottiert, Entschuldigung. Und wenn ich mal zocken will, dann will ich durchzocken und nicht um PS kämpfen. Das ist sehr fair, Julia. Das ist sehr fair. Ja, Könnt ihr nicht irgendwie so einen Plan machen? So, an diesen Wochentag hat die Partner die PS, an diesen Wochentag hast du die PS und einen Wochentag bleibt sie einfach ausgeschaltet, weil dann machen die etwas zusammen. Genau, Date Night. Genau. Mega wichtig für jede Zeit. Offline Date Night. Das ist Beziehungsberatung von Steffi. Aha. AFK Date Night. Nicht nur offline. AFK Date Night, Leute. AFK Date Night, genau. So sieht es aus. Oder eine weitere Konsole kaufen. Ja, das geht natürlich Oder auch. natürlich bei brach.ch eine zweite Konsole kaufen. Genau. Natürlich. Ich würde es nicht per se sagen, dass es sehr optimal ist und fördernd für eine Beziehung, aber ja, kann man natürlich machen. Ich habe mein geiles Gaming-PC von ihm und meinen Eltern geschenkt bekommen. Das heisst aber, du kannst ja auf deinem geilen PC gamen. Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber hey, es ist ja gleich Weihnachten, also vielleicht gibt es ja noch eine zweite PS5. Ja, und sonst kann man sich auch eine Switch besorgen. Wir haben heute coole Empfehlungen von Indie-Games. Ja, aber God of War kannst du ja nicht auf der Switch zocken. Nein, God of War kann man nicht auf der Und Switch. Modern Warfare auch nicht. Also von dem her. Nein, aber Modern Warfare kann man auf dem PC zocken. Und auf der God of Xbox-Konsole. God of War, ganz ehrlich, das läuft dir nicht weg, Juli. Weißt? Ich werde das auch es wird nur irgendwann besser. spielen. Je länger du wartest, desto besser wird es. Genau. Ja. Also ich warte jetzt da auch drauf. Und ja, nehmen wir es dann vor, wenn ich Zeit habe. Außerdem muss ich jetzt eins noch fertig spielen. Und das muss ich wirklich noch durchziehen. Ich glaube, Modern Warfare will schon nicht auf der Switch spielen, oder? Nope. Nein. Definitiv nicht. So Das etwas stimmt. von nicht, ja. Da gebe ich dir absolut recht, Juli. Hoi Floro, alles gut bei dir. Ich habe noch etwas Kleines für euch, Leute. Etwas Kleines, aber Feines. So, der Nico sieht aus wie der Schleimscheißer aus dem Bubeninternat. Genau. Das war meine Intention, Fleur. Da, viel Spaß mit den Gift-Subs, Leute. Viel Spaß mit unseren Emotes. Ich hoffe, Das ist gut, es hat ja in dem Fall gut funktioniert, wenn es genau Was? das... dass du wie der eigentlich Schleimscheißer wollte der Schleimscheisser aussiehst. sein, ja. Wie ein Smartass. Du Kannst darfst jetzt du auch nicht näher korrigieren. Kannst du dann näher sein. So. Jetzt habe ich alles gehört. Jetzt habe ich wirklich alles gehört. 2 Sachen waren sehr schön, dann kommt der Fleur und schießt dich rein. Ja, voll. Ja.
Sehr gerne, Artibot. Sehr, sehr gerne. Viel Spass und ihr auch, Absturz. Sehr, sehr gerne. Viel Spass mit den Emotes. Brauchen sie, sie sind mega herzig. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Sie sind von einer lokalen Künstlerin, die wirklich hier in der Umgebung wohnt, die die gestaltet hat. Sie ist so herzig. Gut, ich bin da. Parzival, so schön bist du da. Auf dich haben wir gewartet. Das heisst, jetzt können wir ja anfangen, oder? Name? Genau. Pickalicious heisst sie. Lickalicious. Pickalicious ist ihr Künstlername. Ja, genau, die hat übrigens auch die Icons gemacht, Sub-Icons. Also oh, der Hörnli-Mann, schau jetzt. Sally, Hörnli-Mann. Ciao. Sehr gern, OAD, sehr gern. Ja, ich würde sagen, kommen wir doch einfach an mit unserem Podcast. Was meinst du? Ew. Sind wir parat? Haben wir Lust? Ja. Also ich weiß nicht, ich schon, aber ich habe da vorher Madame gehört. Hast du gehört? Bist du ein Petze jetzt, oder was? Ja, wenn ich schon als Schleimscheißer dargestellt werde, darf ich ja. Also, was willst du petzen? Ich habe alles schon gesagt. Hast du schon gesagt, dass ich müde bin irgendwie heute? Ich will nicht petzen. Ich denke, Steffi hat in diesem Podcast immer wie mehr Freude und am Schluss ist sie wieder motiviert. So wie immer. Ich bin top professionell. Mir merkt man dann nachher gar nicht erst an, dass ich müde bin. Das stimmt. Das stimmt natürlich. Ja, aber siehst du jetzt. Außerdem ist schon noch Make-up, das hilft auch. Ja, das hilft aber nicht gegen die Stimmung, sage ich jetzt einmal. Das wäre eine neue Erfindung, die spannend wäre. Ja, sehr, definitiv. Hey, und die Leute haben das gesehen, wir brauchen nur noch 33 Follower, dann haben wir 1000 Follower. Mega krass. Ja, könnt ihr mal eure Kollegen motivieren und... Parzival, thank you very much für die Sub. Mega geil. Oh, Dankeschön. MVP Parzival, schon am Reinschießen kommen ist er da. Ja, sehr voll. geil. Und Matteo, sehr gern. Sehr gern. Danke vielmals. Oh, es ist so cute, muss man halt wirklich sagen. Es ist wirklich herzig. Es ist wirklich sehr cute, ja. Weißt du, was geil wäre, Steffi? Wenn es animiert wäre? Nein, für die Messe, wenn wir so ein Kostüm hätten. So ein Feuersalamander. Als Bracklizard, ja. Als Bracklizard könntest du an die Messe gehen. Weißt du, wie geil? Das wäre wirklich gut, ja. Ach, well. Machen wir das Crowdfunding. Ja, bitte. Hey, auf dem Handy ist es teurer als auf dem PC. Wie kann das sein? Das ist wirklich komisch. Hat Twitch das geändert, oder was? Twitch ist eh komisch. Hey. Twitch ist super. Ja, Twitch ist super, aber sie haben ein paar komische Anpassungen gemacht in den letzten Monaten. Das muss man wirklich mal sagen an dieser Stelle. Hey Nico, wenn deine Haare noch ein bisschen wachsen lässt, hast du die gleiche Frisur wie ich? Merkst du nicht, dass ich die eigentlich dir nacheifere? Ah, du kopierst mich. Ah, ich fühle mich geehrt. Früher oder später wird es so ein Psychomovie, weißt du, so wie auf das Mal werde ich zu dir. Oh ja, ich freue mich schon, dich mit Lippenstift zu sehen. Ja, das weiss ich. Ich sehe, schon ist die Idee nicht mehr so gut, gell? Nevermind, auf Handy kostet das ab 6, aber auch 5,99. Ich wollte sagen, das wäre komisch, wenn es irgendwie 2 Stutz teurer wäre. Identify this no jokes. Dwight Schrute. Oh mein Gott, ich liebe den Dwight, Mann, das ist so gut. Nico, do it. Ja, do it, da, Lippenstift los. Ich mache dir schon gerne eine Farbempfehlung. Etwas, was zu deinen Augen passt. Ich habe mich schon letztens überschnurren, dass man mir Augen-Make-up machen darf. Ah ja? Spannende Sache. Und? Ist gut gekommen? Ja, ich habe einen Wett verloren, ich muss irgendeinen, aber das wird natürlich nicht öffentlich gemacht. Oh, das wollen wir aber, das muss natürlich schon streamen, Nein, das wird nicht öffentlich gemacht. Doch, das muss also schon sein. Bartfärben macht auch viel aus. Das ist so, ja, das macht auch sehr viel aus. Was, bei Flum? Das ist ein frecher Sieg. Willst du mir sagen, ja, Flum? Hä? Ja, extra noch ein bisschen abrasiert, weil er wird sonst unten zu buschig, das habe ich nicht so gerne. Oh, das finde ich auch gar nicht schön. Übrigens noch schnell zur Information wegen Subs und Bits und so weiter.
das Geld fließt alles in einen guten Zweck. Wir werden alles spenden, wenn wir mal einmal genug zusammengesammelt haben, dass es sich so lohnt. Alles Geld, das wir hier sozusagen einnehmen, sei es durch Werbeeinnahmen und eben Subs und Bits und so weiter, das behalten wir nicht selber. Das wird wirklich alles gespendet. Einfach, dass das nochmal wieder gesagt ist. Und dann würde ich sagen, dann wird es Zeit, dass wir mit unserem Podcast starten. Da schalte ich nämlich noch gerade schnell den Timer ein. Das darf ich nicht vergessen, wieder auszuschalten. Was zählt was? Du kannst nicht spenden, aber was soll das? Du kannst schon gerne ein anderes Mal machen. Nein, du kannst glaube ich rechts bei den, oder? Du kannst nicht bei den Bits, wenn du rechts auf Bits drückst. Oder ist das ja, aber Bits ist halt die Hälfte von der Bits geht halt näher an Twitch, gell? Wenn du direkt was spenden brauchst du noch einen Button, aber das haben wir glaube ich noch gar nicht eingerichtet. So. Wir haben jetzt einfach gefangen. Donation-Button eingerichtet, glaube ich. Haben wir einen? Ich glaube eben nicht. Aha. Ja, wo ich mir so denke, also, wer spendet eigentlich an einer Firma wie Brack.ch also noch so Geld, weißt du, was ich meine? Darum haben wir, glaube ich, ja, keinen eingerichtet. Wenn es natürlich Charity ist, dann ja. Aber wir haben es ja noch nie wirklich offiziell können announcen, weil wir noch nicht wissen, an welche Charity das wir spenden. Darum haben wir es, glaube ich, nicht wirklich eingerichtet. Aber ich kann schon schnell nachschauen. Ich bin nämlich echt nicht sicher, ob wir überhaupt etwas haben oder nicht. Ja, der Parzival wird darum jetzt spenden, oder? Jetzt kann er nicht. Ja, das ist leider so. Entschuldigung, Weitere Infos folgen. Ja, ist gut. Dann tun wir noch einen Donation-Button einfügen. Das ist okay. Ist gut, ich mache einen. Das ist sehr gut, Parzival. Merci, du die Leute machst noch viel Feuer unter dem Arsch. Dann machen sie ja etwas. Sag Leute. Also, eigentlich haben wir ja eine Kreditkarte hinterlegt. Muss ich... Ja, weißt du, ich könnte ja Gift-Subs gar nicht verschenken. Ah ja, aber ich habe die Infos jetzt nicht im Kopf. Also aber das ist gut. Ich tue es in diesem Fall auf nächste Woche schon gerne, oder beziehungsweise auf morgen tue ich es gerne einrichten. Und dann darfst du spenden, Parzival, ist gut. Dann darfst du spenden. Dann darfst du nicht. Dann darfst du Geld ausgeben, yes. Alternativ kannst du natürlich auch einfach auf brack.ch etwas posten. Das ist auch okay. Aber wie geht es an einen guten Zweck? Sonst schafft da ja nie jemand. Ja, das ist absolut korrekt. Ja, sonst schafft ja nie jemand. Das ist so. Absolut. Ja, das ist so. Also, genau. Darum würde ich sagen, wir fangen an mit dem Podcast. Was meinst du, Nico? Ja, let's go. Schon, gell? Let's do it. Der Massi fährt zwar noch, aber wenn er nicht der kommt der schon noch. Don't worry. Der kommt der schon noch. Der ist früher da als der... Der kommt der früher, sag nicht. So geil. Das hat aber so gepasst. Das leider noch nicht ganz gesehen. Also, ich fahre, glaube ich, das mal wieder. Kann ich mir noch schnell... Ja, okay. Alles gut, egal. Ich dachte, ich hole mir noch etwas trinken, aber fang an. Sind wir schlecht vorbereitet, Nico? Willst du mir das damit sagen? Nein, ich habe einfach den Durst verspüren, aber... Einfach das nächste Mal weisst du es, hä? Also. Also fang an. Ich finde ja, das Wetter schreit nach Gaming und es schreit nach Podcast und es schreit nach Buff-Crit Loot Episode Nummer 38. Also nach uns. Herzlich willkommen zu Buff-Crit Loot, dem Gaming News Podcast mit dem Nico und mit mir, der Steffi von brack.ch. Wir sind wieder da für euch. Der Nico, hoi, wie geht's dir? Hallo zusammen. Und einfach Montagsmut. Genau, und ich wollte sagen, auch voll im Montagsmut. Das ist exakt meine momentane Gefühlssituation, sage ich, meine Motivationslage. Aber wir dürfen über Gaming reden. Was gibt es Schöneres? Genau, so ist es. Ja, wir haben natürlich auch heute wieder unsere Buff, Crit und Loot-Themen. Wir haben im Buff, wir haben es geahnt. Leute. Ich will es euch nur mal kurz anteasern, bevor wir später weiter darauf eingehen. Es hat tatsächlich einen Aufruf gegeben, eine Petition. Ich kann es aussprechen, Petition, dass der Henry Cavill zurückkommt zu The Witcher. Wir haben natürlich das neue Pokémon Karmesin und Purpur,
wo wir dann noch ein paar schöne Infos haben, aber dazu dann auch später mehr. Wir haben endlich ein bisschen mehr zu Hogwarts Legacy, so viel zu Buff. Ah nein, stimmt nicht, es kommt noch mehr im Buff. Und wir haben ein paar Indie-Games. Es hat nämlich eine Indie-World stattgefunden für die Nintendo Switch und dort stellen wir euch ein paar herzige, cutie neue Indie-Games vor. Und im Grid haben wir den DMZ-Modus in Call of Duty, der als Beta starten muss. Und wir haben einen ziemlich crazy Dude, der MetaQuest Pro, also das VR-Headset, umfunktioniert hat zu einer, ich sage jetzt mal, Sword Art Online in Real Life VR-Brille. Also ziemlich crazy. Und im Loot möchten wir euch gerne unseren Blogpost unseren neuesten Blogpost vorstellen, wo unser Lehrling geschrieben hat. Und dann würde ich sagen, wir steigen gerade ein ins erste Buff-Thema. Und ja, wie gesagt, wir haben es ja gesagt. Wir haben, glaube ich, vor 2 Wochen oder 3 Wochen ist das gewesen, haben wir ja hier berichtet, dass der Henry Cavill in der 3. Staffel von The Witcher, also die Netflix-Serie, noch wird dabei sein und dann nicht mehr. Also ab der 4. Staffel würde er dann ersetzt werden von Liam Hemsworth, also der kleine Bruder von Chris Hemsworth, der den Thor spielt. Und wir haben ja dann schon gesagt, kritisch einerseits kannst du ja nicht mit in einer Serie einfach mal kurz random den Hauptcharakter wechseln. Das ist schon mal richtig scheisse. Und außerdem ist es halt wirklich auch schade gewesen, die Umstände, wie es dazu gekommen ist, dass der Henry Cavill nicht mehr mitmachen wollte. Also es ist wirklich von ihm ausgekommen. Und er hat nicht mitmachen, also nicht mehr wollen. Und wir haben ja dann noch so gesagt, es geht wahrscheinlich nicht lang, und dann gibt es eine Petition. Und es hat tatsächlich schon 200'000 Fans unterschrieben und gefordert, dass der Henry Cavill zurückkommt. Und sie haben geschrieben, Netflix hat sich wieder einmal dazu entschieden, ihre Fans nicht zufriedenzustellen. Und haben dabei auf Game of Thrones verwiesen. Und ja, wie ihr ja mitbekommen habt, Game of Thrones zum Beispiel, also ich weiß auch nicht, was das mit Netflix zu tun hat, aber anscheinend hat Netflix schon etwa die mal ein bisschen Mist bauen und nicht wirklich auf Kommentare, auf die Einwürfe und auf das Feedback von den Netflix-Abonnenten, also von der Community gelost, sondern einfach ihr eigenes Ding durchgezogen. Und man sieht es ja zum Beispiel auch sehr gut bei Game of Thrones, dass der Community eigentlich sehr, sehr deutlich ausgesprochen hat gegen vor allem das Ende von Game of Thrones, dass man das doch anders hätte machen sollen. Und sie haben, glaube ich, schon vorher gesagt, dass es langsam einen Weg einschlägt, den sie nicht mehr ganz so cool finden. Man hat aber nicht auf sie gelassen, man hat einfach ihr eigenes Ding durchgezogen. Und ja, sie sind halt wirklich der Meinung, so, also die Fans von Henry Cavill, so, hey, denkt doch an das Game of Thrones Debakel und lasst den 3 Buchautoren nicht so viel Freiheiten. Beziehungsweise sollte doch einfach die Loyalität zum Franchise, beziehungsweise die Loyalität zum Schöpfer vom Franchise viel, viel wichtiger sein als eben ihre künstlerische Freiheit. Da muss ich sagen, ist es schon nicht unwahr, ja, und die Forderung auch nicht ganz unfair. Also, ich kann das absolut nachvollziehen. Und dort muss ich eben auch sagen, wenn es schon eine Grundlage gibt, wenn es schon eine Lore gibt, wenn es schon eine Geschichte gibt, die fix fertig geschrieben ist, schaut doch, dass es so nah am Original bleibt wie möglich. Und sonst, wenn ihr wirklich künstlerische Freiheiten wollt und eure Fantasien und so ausleben, dann schreibt selber etwas. Genau. Also, ich kann dir da nur zustimmen, Steffi. Ich sehe das genau gleich. Und ja, es ist der Henry Cavill, also ganz ehrlich, ich persönlich wüsste jetzt nicht, ob ich mir jemand anderes vorstellen kann als Witcher. Weil ganz ehrlich, er hat ihn für mich so perfekt gespielt gehabt. Und also, da geht echt etwas verloren. Wir haben es letztes Mal schon besprochen. Du hast gesagt, der Dumbledore-Darsteller ist in den Harry Potter-Film ersetzt worden. Ja, wo er gestorben ist, aber ja, genau, das ist anders gegangen. Genau. Ich bin gespannt.
wir werden es sehen, wenn die Community jetzt schon 200'000 Leute zusammen hat. Mal schauen, ob irgendjemand auf das antwortet, ob da irgendetwas sich ändert noch. Und ob er vor allem auch sagt, hey, ich komme zurück, ich mache es halt gleich. Steht das in den Sternen. Ich fände es cool, weil ohne ihn... ich meine, die Serie lebt halt von Hauptfigur, weißt du? Ja, natürlich. Und ich meine, ganz ehrlich, der Witcher ist einfach... Also der Henry ist als Witcher einfach die perfekte Besetzung gewesen. Und es fällt mir wirklich schwer, den Chris Hemsworth als Witcher zu sehen. Aber eben, falls euch das interessiert, die Thematik, wir haben wirklich sehr ausführlich über das geredet. Dann geht wirklich die Episode, ich glaube, 5 oder 36 muss es irgendwie gewesen sein. Geht die nachhören. Dort haben wir wirklich sehr ausführlich über das Thema geredet. Und ja, wir waren beide nicht begeistert gewesen. Aber ich glaube, also wir sind nicht die Einzigen, das haben wir dann schon vermutet. Und jetzt hat sich eigentlich bestätigt, dass die Leute generell damit nicht einverstanden sind. Es ist aber auch einfach doof, sind wir ehrlich. Und ausgerechnet, weißt du, Henry Cavill, der ja wirklich selber so ein riesen Fan ist vom Witcher, der ja Bücher gelesen hat, der Games gespielt hat. Er ist auch so ein richtiger Nerd, weißt du. Also er spielt auch hure gern Dungeons & Dragons und Pen and Paper. Ja, es ist so cool. Und du denkst dir einfach, wenn du so einen, weißt du, ich meine, du weißt das ja als Zuschauer ein bisschen. Also wenn du dich so ein bisschen damit beschäftigst oder manchmal siehst du schon News und so zu diesem Thema und du weißt einfach, er ist so ein Nerd und er lebt das richtig, er liebt das Thema, die Thematik. Er postet ja auch ständig so Zeug bei sich auf Instagram. Und wenn du natürlich eine Serie schaust mit einem Schauspieler, wo du genau weißt, er lebt das regelrecht, dann schaust du es nochmal mit einem ganz anderen Auge irgendwie. Du schaust es nochmal viel lieber. Und wenn du weißt, dass jetzt der ersetzt wird durch einen, der vielleicht nicht mal halb so angefressen ist von all dem und vor allem aus welchen Gründen dass er geht, das ist natürlich enorm sad. Ja, genau. Aber ja. Also ich meine, das Schöne dran finde ich eigentlich auch, dass man wieder mal sieht, dass es eben auch Schauspieler gibt, immer noch, wo sich, also ich meine, es gibt ja Zähne und es gibt Sänger. Es gibt ja Schauspieler, die bekommen einen Job und dann müssen sie eine Rolle spielen und sie erledigen das echt sehr gut, aber es ist halt wie ihr Job. Und dann gibt es die Schauspieler, die sich so komplett reinfühlen, weil sie das halt auch leben, mit dieser Leidenschaft, die dabei sind. Genau. Und das ist wunderschön. Ich meine, Vin Diesel ist übrigens auch, noch eine kleine Anekdote, ein riesiger D&D-Fan. Ja, also wirklich? Den habe ich im Fall auch schon in D&D-Streams gesehen. Das ist sehr, sehr lustig. Und ich finde es schön, dass wir mittlerweile, glaube ich, in einem Zeitalter sind angekommen, wo man nicht mehr sagen kann, D&D ist etwas für komplette Nerds, weil... für die Kellerkinder, gell? Ja, genau. Ja, nein, das ist schon lange nicht mehr so. Genau. So, seit Critical Role ist es ja, glaube ich, recht ein cooles Ding geworden. Ja, und ich glaube auch, durch die Stranger Things Netflix-Serie hat sicher auch ein bisschen an Hype neu dazu gewonnen, dass die Leute auch gesehen haben, so, hey, eigentlich ist das voll cool und so. Und, ja. Ach ja, spannendes Thema. Yes, spannendes Thema. Bleiben wir bei einem spannenden Thema, aber natürlich und vor allem auch einem nostalgischen, sind wir ehrlich. Nostalgisch ja, ist es ja auch. Spannend und nostalgisch. Ich meine, wenn ich euch sage, rund, rot, oben rot, Mitte schwarz und unten weiss, an was denkt ihr? Ja? Es gibt nicht viele Sachen, wo man daran denkt, aber das erste, was mir in den Sinn kommt, ist ein Pokéball. Und wir reden tatsächlich von Pokémon. Und zwar vom neuen Pokémon Karmesin und Purpur. Genau, kannst du es noch? Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Nein, mehr kann ich nicht. Weißt irgendetwas ganz allein, schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Pokémon! Genau, also. Genau, sorry, Entschuldigung. Manchmal haben wir ein bisschen Aussetzer, das ist normal. Ja, man müsst euch keine Sorgen machen. Also. Es geht auf jeden Fall um das neue Pokémon Karmesin und Purpur. Wo es übrigens, gerade schnell ein Hinweis, auf Stream von Steffi am Freitag gibt es Codes zu gewinnen. Yes, nenne ich Codes. Physische Games. Oh nein, Entschuldigung, noch besser. Physische Games. Also noch besser. Ihr könnt am Freitag
Purpur und Karmesin gewinnen. Also, Yes. ihr könnt das Spiel gewinnen bei uns im Stream. Es gibt ein Giveaway. Giveaway. Und Steffi wird das verlosen on Stream. Das neue Pokémon. Ich werde es nicht nur Karmesin verlosen, ich und werde es auch Purpur. streamen. Yes, ich freue mich schon. Genau, ich sie streame wird's übrigens streamen. die Violet-Version. Okay. Also okay, Purpur ist das auf Purpur, Deutsch. könnte ich sagen. Ja, könnte ich sagen. Genau. Glaub's. Jetzt haben sie ja dann wirklich alle Farben, die es gibt, durchgespielt. Ja. Auf jeden Fall, was sehr spannend und neu ist an diesem neuen Pokémon, ist, dass man zum Beispiel eigentlich immer eine Möglichkeit hat, auf einem Mount durch die Welt zu laufen. Das heisst, man hat ein sogenanntes so ein Dragon-Pokémon, wo eigentlich quasi Schiff, Flugzeug und Bike in einem ist. Also man kann fahren, man kann schwimmen, man kann fliegen, es hat Flügel. Man kommt mega schnell auf diesem Mount durch die ganze Welt durch. Und das ist ein grosser Vorteil, weil man ist viel mobiler durch das. Das ganze Game ist wieder eine komplette Open World. Das heisst, man läuft nicht wie in den Vorgänger-Pokémon, außer zu dem, wo gerade kurz vor dran ist gekommen, hat man eigentlich ja immer in diesen Büschen rumgelaufen und nachher ist man angegriffen worden. Das gibt es so nicht. Und vor allem hast du nicht mal gewusst, was in diesem Busch für ein Pokémon drinnen ist. Du hast es nicht gewusst. Und jetzt ist es so, dass du eigentlich quasi durch die ganze Welt laufst und du siehst die Begegnungen eigentlich. Also du siehst schon die Pokémon, die rumlaufen, du kannst dort quasi darauf zugehen, wenn du das noch brauchst, wenn du das musst einfahren. Aber du kannst natürlich auch mühsame Begegnungen, wo wir das gleiche Pokémon fighten, das man immer schon dreimal gefangen hat. Das kann man natürlich so verhindern. Es gibt aber zu der Hauptkampagne, also dem ich wähle mir ein Pokémon von diesen 3 verschiedenen Pokémon aus und besiege alle Arena-Leiter, gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten. Es gibt 2 andere Optionen, die man wählen kann. Und zwar kann man auch noch den Pfad der Legenden beschreiten. Dort muss man quasi kolossale Pokémon aufspüren und besiegen. Das gibt einem nachher spezielle Belohnungen, ich glaube sogar auch spezielle Items. Zudem kann man noch eine zweite Option wählen, und zwar man kann die ganzen Bösewichte vom Team Star besiegen, mitsamt ihrer Chefin, die sehr, sehr spezielle Stiefel anhat. Also, das ist die auf dem Mad Max-Wagen. Also das sieht so aus wie ein Wagen aus Mad Max. So eine das ist Truck. Die auf dem Mad Max Wagen. Ihre Stiefel sind der Hammer, Mann. Die sind fantastisch. Cosplay incoming, sagen sie jetzt schon. Genau. Also erst du siehst ihre Stiefel und du hörst einfach nur so «What are those?» Also weißt du, es ist wirklich so... Nein, es ist Hammer, es ist sicher cool und eben 2 neue coole Optionen durch das. Was auch neu ist, früher hat es ja oder im Vorgänger hat es ja die Dyna-Kämpfe gegeben, die Dyna-Begegnungen, die sogenannten Dyna-Quests oder Dyna-Raids. Und dort ist man quasi zusammen reingegangen und hat Pokémon besiegt, die riesengroß waren. Also überdimensional grosses Pikachu zum Beispiel oder das Turok oder was auch immer. Die gibt es so nicht mehr, aber es gibt jetzt neue Terra-Raids, die sind sehr gleich aufgebaut. Pokémon sind nicht mehr riesig, aber sie ändern ihre Abwehr, also ihre Resistenzen, je nach Kristallart, die sie haben, wenn sie mit im Kampf auf ihre Resistenzen ändern. Das heisst natürlich, dass du zum Beispiel ein Pokémon, das vorher feuerresistent war und aber anfällig auf Wasser, jetzt auf einmal shiftet und ist auf einmal resistent auf Wasser und hat dafür die Schwäche Feuer. Also das macht die ganzen Kämpfe ein bisschen spannender und auch schwieriger. Man kann das Ganze wieder Koop spielen, also es ist wieder im Koop-Modus spielbar und zwar mit bis zu 3 weiteren Freunden oder Freundinnen. Und das macht das Ganze natürlich mega cool. Das heisst, man kann zu viert, Steffi, in die ganze Pokémon-Welt eintauchen und zu viert Pokémon einfahren, kämpfen, Turniere spielen. Also, das klingt doch eigentlich mega cool. Man kann übrigens so zu viert Sandwich belegen. Also, gell, bis jetzt hat man noch nicht zu viert können spielen oder im Multiplayer. Bis jetzt hat man genau mal die riesengroßen Arena-Kämpfe, die du angesprochen hast. Nur die haben bis jetzt im Multiplayer stattgefunden. Sonst bist du immer allein unterwegs gewesen. Und dass du jetzt bis zu 4 Leute, also mit zu viert kannst du unterwegs sein, das ist komplett ein neues Feature. Und das ist mega cool. Genau.
Genau, das ist eigentlich ein Feature, das ich jetzt nebenbei so ein bisschen wollte. Ja, wo du darum gesagt hast, wieder. Einbinden. Und wieder ist ja in dem Sinne nicht korrekt. Das stimmt, das ist nicht korrekt. Danke vielmals noch einmal zu dem, Sorry. Zum ganzen Schleimscheißer-Thema, das vorher kam. Ja, man kann tatsächlich, aber das ist wirklich wichtig, man kann tatsächlich auch zusammen Sandwiches belegen. Und das ist mega wichtig, das muss man nochmal sagen. Es gibt so kleine, Minigames, wo man wirklich das 4. Sandwich kann belegen kann. Whatever, aber hey, warum nicht? Ist halt das Japano-Ding, wo man jemand schneidet das Brot, jemand tut Butter drauf, jemand tut den Schinken drauf und jemand legt es zusammen. Perfekt. Genau. Auf jeden Fall sieht es für mich nach einem Game aus, das im Coop-Modus auf jeden Fall Spass machen kann. Es gibt 2 Kritikpunkte, die ich jetzt gehört habe von Leuten, die es bevor es rauskommt, haben gespielt. Und zwar sind das grafisch, hat es scheinbar noch verwaschene Texturen und teilweise Einbrüche in der Bildrate. Ist eine Krankheit, die wir von den Pokémon-Spielen ein bisschen kennen. Ob sich das dann noch ändert. Ja, das können wir dann am Freitag. Genau. Das haben wir dann am Freitag. Ich möchte auch noch schnell etwas anfügen. Wie immer gibt es ja 2 Versionen, eben Karmesin, also das Rote, und Purpur, das Violette. Und tatsächlich ist es nicht einfach nur die Farbe, die sich unterscheidet und das Legendary Pokémon, das sich unterscheidet, sondern die ganze, also die Professoren und so ein bisschen die Hauptstory wird eine andere sein. Und zwar dreht sich beim Karmesin alles um die Vergangenheit. Und darum ist das Legendary Pokémon auch eher so ein Dino-artiges Pokémon. Und beim Violet, also beim Violett, beim Purpur, dreht sich alles um die Zukunft. Darum ist das Legendary auch eher so ein Roboter-likes Pokémon. Und was natürlich auch cool ist, eigentlich, also ich finde es irgendwie noch speziell und irgendwie auch noch witzig und interessant, ist, dass die Legendaries, die man hat, aber die auf dem Cover sind, das sind unsere Fortbewegungsmittel gleichzeitig. Also die sich irgendwie so in ein Moped verwandeln und mit denen kannst du fliegen beziehungsweise auch schwimmen und alles mögliche. Es ist sehr interessant. Und es hat auch Tankstellen und ich frage mich, was die Tankstellen sind. Ja, wo tankt man denn die genau auf? Was tankt man dort auf, vor allem? Ja, okay. Nein, also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr gespannt. Vor allem, es gibt ein Pokémon, das anscheinend in beiden Games sehr, sehr wichtig wird sein. Und zwar, jetzt habe ich den Namen vergessen, Dolphin, oder wie heißt das? Das riesengroße Elefanten-Pokémon. Die so im Zeug rumruggelt. Und im Karmesin ist das Donphan, genau, heisst es genau, Donphan. Und im Karmesin, wo sich ja alles um die Vergangenheit dreht, wird es eher so ein mammutartiges, also wird es eine mammutartige Version von dem geben. Und im Violet, also im Purpur, wird es von dem so eine kleine futuristische Tech-Version geben. Das finde ich auch noch ganz spannend. Und, okay, das ist sehr spannend, ja. Das ist natürlich sehr spannend. Also das gibt wie 2 Versionen. Also hey, einfach ein Pokémon, das je nach Version anders aussieht. He? Genau, ja. Das finde ich aber noch cool. Das finde ich aber wirklich noch cool. Das heisst, du müsstest theoretisch beide Versionen kaufen, um es auf beide Arten zu haben. Nein, darum hast du ja Multiplayer, du kannst täuschen. Ah ja, stimmt. Haha! Darum ist eben Multiplayer so cool. Das stimmt. Ich finde es mega gut, ist das wieder. Und ist es jetzt eben die Möglichkeit da, dass man zusammen kann, alles machen kann. So. Genau. Das ist wirklich mega cool. Genau. Also Steffi, ich sehe dich das mit Kollegen spielen. Ich habe leider keine Switch, aber vielleicht würde ich mich auch sehen. Ich muss ehrlich sagen, was ich viel lieber mit Kollegen würde spielen, ist Hogwarts Legacy. Was für eine schöne Überlegung, jawohl, ja. Erzähl mir doch von dem Hogwarts Legacy. Was ist das? Also, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über Hogwarts Legacy erzählt. Es ist jetzt wirklich eigentlich kein neues Game, auch kein neues Thema. Aber es hat ein Showcase gegeben, wo neues Gameplay ist vorgestellt wurde. Bis jetzt hat man ja tatsächlich hauptsächlich ein bisschen
die Landschaften und Gemeinschaftsräume und so gesehen. Man hat gesehen, dass es Zaubererduell wird geben. Man hat ein paar Cinematics gesehen und so weiter. Aber sehr viele Sachen haben trotzdem noch gefehlt oder doch irgendwie noch so ein bisschen relevant sind für das Gameplay eben. Und das hat man jetzt gesehen. Es hat eine 45-minütige Showcase gegeben. Und dort sieht man gerade als erstes den riesengroßen Charaktereditor. Und ich weiss ja nicht, wie es euch geht, aber ich weiss schon jetzt, dass ich sicher etwa 1 bis 2 Stunden in diesem Editor werde sitzen und mir meinen Charakter werde anpassen. Und du hast wirklich enorm viele Möglichkeiten. Also es hat schon eine riesengroße Auswahl an Voreinstellungen, also an vorgefertigten Charakterdesigns in allen Ausführungen von Menschen, sage ich jetzt einmal. Also wirklich, es gibt schon enorm viel. Und wie man sich aber vom Charaktereditor auch so gewohnt ist, kann man dann jedes Detail einzeln nochmal anpassen. Du kannst die Gesichtsform anpassen, du kannst die Hautfarbe anpassen, du kannst die Augenfarbe und Form anpassen, du kannst die Haarfarbe und die Frisur natürlich anpassen, wie du möchtest. Es gibt selbstverständlich auch sehr bunte Haarfarben, das gehört doch mittlerweile einfach dazu, vor allem in meiner Zaubererwelt. Du kannst Brüllen haben, du kannst Narben haben, Sommersprossen, Muttermal. Du kannst natürlich auch deine Stimme anpassen und. Und damit nicht fertig. Du musst nämlich damit eigentlich nicht wie leben, sage ich jetzt einmal. Also wenn du mal die Charakter angepasst hast, dann heisst das nicht, dass du den, also beziehungsweise das genau so für den Rest von deinem Game musst behalten. Es gibt nämlich in Hogsmeade einen Barbier. Und dort kannst du dein Aussehen anpassen. Also natürlich, das heisst natürlich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dort nicht einfach plötzlich kannst deine Hautfarbe ändern oder dein Geschlecht. Aber ich könnte mir gut, also was sicher kein Problem wird sein, ist, dass du dort die Haarfarbe und die Frisur anpasst. Also das heisst, dass man sozusagen auf die Weihnachtszeit sich eine schicke, elegante Frisur kann machen kann. Im Frühling macht man einen Kurzhaarschnitt, damit man nicht so schnell schwitzt im Nacken. So als kleines Beispiel, oder? Und das finde ich wirklich irgendwie mega, mega cool. Das gehört einfach heutzutage in ein AAA-RPG, also Adventure-RPG einfach dazu. Ist meine Meinung. Definitiv. Ist meine Meinung. Es kann natürlich jeder ein bisschen anders sehen für sich, ganz klar. Ich finde einfach, es gehört dazu. Und Definitiv. yes. Und wir haben das erste Mal wirklich auch etwas gesehen, das mal von der vom User Interface. Und zwar hat es unten links eine Map, die rotiert mit einem mit, also mit der Figur. Das zeigt eigentlich immer so ein bisschen gegen oben. Also die View ist immer so, dass es gegen oben ist. Ich weiss nicht, ob das vielleicht einstellbar ist. Was man aber machen kann, ist, man kann sie ausschalten, wenn man sie nicht möchte haben. Ich bin aber sehr Fan von Maps. Ich bin mir einfach durch meine jahrelange Zeit in WoW bin ich mir Maps gewohnt. Ich bin ein richtiger Map-Junkie schon fast. Ich schaue teilweise alle paar Sekunden auf die Map, ob ich noch richtig unterwegs bin. Ja, vor allem, das habe ich beobachtet bei dir schon. Ja, vor allem bei Games, also bei so Jump'n'Runs wie zum Beispiel das Ori. Da hat es ja teilweise wirklich so viele verschiedene Gänge und Abzweigungen und so weiter. Da musst du wirklich zum Teil schauen, dass du nicht falsch abbiegst. Weil das kann natürlich verheerend sein. Wenn du falsch abbiegst, dann bist du tot, weißt? Also darum, es ist, darum ich bin mir das sehr gewohnt, immer auf der Map zu schauen. Aber ich habe auch immer gerne Karten schon gehabt. Ich finde das etwas wahnsinnig Interessantes. Genau. Die Map, genau, ein wichtiger Teil meiner Meinung nach von so einem riesengroßen Game. Und das ist auch bestätigt worden, das Schloss Hogwarts, also es war ja im Film schon riesig, aber es wird auch im Film gigantisch gross, im Game gigantisch gross sein. Also du hast wirklich sehr, sehr viel, wo du in diesem Schloss kannst erkundigen. Und es ist ja nicht alles. Es ist ja, du kannst ja auch außerhalb vom Schloss kannst ja du wahnsinnig viel machen. Also es ist wirklich ein gigantomatisch grosses Spiel.
Aber sind wir ehrlich, oder Steffi, es wäre ja auch falsch, wenn es nicht wäre, oder? Man stellt sich das ja so vor, oder? Ja, natürlich. Das erwartet man auch von Hogwarts, oder? Das muss gross sein, ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Also ganz ehrlich. Ich will dort drinnen versaufen. Am liebsten würde ich da mit VR, also das ist wirklich ein Game, da würde ich gerne mit VR-Headset drin versinken, also wirklich. Wow, das wäre hure geil. Weißt du, geil, ja. Ja, das wäre hure geil. Auf jeden Fall. Und rechts hat man dann 4 so Hauptfähigkeiten, also verschiedene Spells. Und dort gibt es anscheinend bis zu etwa 20 Spells durch das Game, die man lernt. Und diese Spells, die werden also je nach Kombination, wie du die zauberst, hat es einen anderen Combo-Effekt, also hat es einen Last-Hit sozusagen. Also du musst eine richtige Kombination eingeben, damit du einen gewissen Spell schlussendlich machen kannst. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Und anscheinend kannst du wirklich aber auch sehr schnell durch die verschiedenen Spells switchen, was natürlich in einem Kampf sehr relevant ist. Wenn du nur 4 von 20 Spells kannst auswählen kannst, ist es natürlich schon nicht ganz so sexy. Also ja, mal schauen, wie das dann funktioniert. True that. Also es klingt im Allgemeinen einfach wie etwas, das ich auch muss spielen. Genau, es ist eben irgendwie schon so. Dann hat es natürlich auch noch Tränke und Werkzeuge. Ich glaube, über die L-Tasten hat man dort sehr schnell Zugriff drauf, wenn ich es richtig gesehen habe. Du hast einen ganz klassischen Lebensbalken, der ist grün, der ist auch unten rechts. Und oben dran schräg hast du nochmal so einen Doppelbalken, der wird wahrscheinlich blau sein. Und wir gehen jetzt mal davon aus, wenn wir so ein bisschen die Story anschauen, wir sind ja ein Spätzünder. Also wir als Hauptfigur, wir sind ja schon relativ alt, ich glaube 15, also das ist für einen Zauberschüler alt. Ja, er wird ja mit 11 eingeschult, weißt du, was ich meine? Oder? Und mit 11 bist du in der 1. Klasse und wir fangen aber erst in der 5. Klasse an. Man ist also schon 15. Und wir werden irgendwie ist aber viel zu spät irgendwie entdeckt. Und wir haben aber so eine antike Macht in uns. Das ist so eines von diesen Hauptstory-Elementen, dass wir eben so eine antike Macht haben, die abgesehen von uns niemand hat und nur wir können die brauchen. Und ich gehe mal davon aus, dass die 2 blauen Balken etwas mit dem zu tun haben. Dass wir irgendwie pro Kampf oder so nur 2-mal unsere antike Macht werden können einsetzen oder so. Und dann gibt es, weil wir eben so spät erst angefangen haben wir natürlich wahnsinnig viel nachzuholen in unserer Zaubererausbildung. Und zwar ganze 4 Jahre, wo wir zusätzlich noch müssen uns erlernen und erarbeiten. Und dort ist es tatsächlich so, dass wir einen Field Guide immer dabei haben. Also kann man sich vorstellen, wie ein Buch. Dort hat man eine schöne Übersicht mit Quests, mit seinem Inventar, mit allem Gear, das man gesammelt hat, alle Sammlungen, die man kann vervollständigen kann. Also es gibt wahnsinnig viele Sammelobjekte, was ja auch schön ist bei so einer Open World. Da freue ich mich immer drauf, wenn es Zeugs zum Sammeln gibt. Es gibt Challenges, es gibt die Eulenpost selbstverständlich und das wird tatsächlich auch in diesem Showcase mehrmals erwähnt. Der Eulenturm ist anscheinend gigantisch. Und du siehst wirklich, wie die Eulen um den Turm herumfliegen. Das ist anscheinend etwas sehr Besonderes dort. Genau. Und was aber nicht wird sein, ist die ganzen kleinen Minigames, also wie zum Beispiel das Zaubererschach oder auch das Gobstein. Das wird nicht spielbar sein. Das finde ich noch schade. Das wäre nämlich echt witzig gewesen. Gerade Schach, wo ja so ein Hype-Thema ist, seit irgendwie seit Corona, sagen wir es so, seit etwa 2,5 Jahren, ist das ja wirklich wieder ein Thema, das enorm ist aufgekommen, wo wahnsinnig viel gespielt wird, wo auch sehr viel gestreamt wird. Und Schach hat wieder so einen kleinen Hype. Und dann wäre es doch eben gerade geil gewesen, wenn man doch im Hogwarts sagen, sie hätte können das Zaubererschach ausprobieren, weißt du? Ja, vor allem so schwierig wäre es ja nicht. Das ist ja, ich meine, das ist ja so ein animiertes Schach, oder, wo sich echt Figuren noch bewegen und so. Das wäre ja sogar recht geil gewesen. Also, und vor allem, ich meine, bei Witcher und so hast du so Sachen ja eben auch. Im Witcher kannst du ja auch Dinge spielen, weißt du? Wie heisst das? Gwen.
So ein Kartenspiel. Gwent, genau. Gwent. Ja, so ein Kartenspiel, das kannst du dort ja auch spielen, oder? Also, das stimmt, ja. Das sollte eigentlich schon nicht so ein Problem sein, meiner Meinung nach. Vielleicht kommt es dann später mal, wer weiß. Vielleicht mit einem DLC oder so. Könnte gut sein. Ja. Also ich würde es erwarten. Oder es kommt irgendwie als eigenes Spiel raus. Also man weiß es nicht. Aber ich fände es so cool, wenn es drin wäre. Auf jeden Fall. Was auch noch ist, wir sind uns ja eigentlich gewohnt, dass es Dings gibt, so ein Hausschulwettbewerbssystem, also wo jedes Haus muss gewisse, also am meisten Punkte sammeln. Also ein Punktesystem. Und das Haus, das schlussendlich die meisten Punkte hat, das gewinnt der Hauspokal. Das wird es tatsächlich auch geben. Aber wir werden keine Möglichkeit haben, diese Punkte irgendwie zu sammeln. Also ich glaube, das hat irgendwie nicht wirklich einen Einfluss auf das schlussendlich, was irgendwie auch noch schade ist. Ich habe gedacht, eventuell wäre es noch cool, wenn je nach Entscheidungen, die man würde treffen, es effektive Auswirkungen hat auf die Punktevergabe von diesen Hauspunkten. Also dass wenn man die Entscheidung hätte, zum Beispiel jemandem zu helfen, und man hilft ihm nicht, dass ihm da Punkte abgezogen werden. Und umgekehrt, wenn man sich dafür entscheidet, dieser Person zu helfen, dass man Punkte bekommt. Das fände ich echt noch interessant, wenn das Einfluss hätte gehabt. Aber das hat es anscheinend leider auch nicht. Schade, ja. Aber ja, gut, eben, schau, da musst du auch sagen, hey, was wollen wir alles einbauen, für was haben wir Kapazität? Und das ist ja ohne, also wie sagt man dem, Steffi, es gibt ja den Begriff live, ich bin mir nicht mehr sicher. Weißt du, die Games, die halt immer updated werden, also mit wie Patch. Service Game. Ja, genau. Game as a Service, genau. Ja, das stimmt. Das kann natürlich sein, dass es eben mit einem DLC oder so alles mal noch eingeführt wird. Und ich gehe jetzt mal davon aus, sie haben jetzt hauptsächlich ihren Fokus wirklich auf die Welt gelegt, auf das Design, auf die wirklich, wirklich enorm liebevoll gestaltete Umgebung, wo, das muss man wirklich sagen, es sieht fantastisch aus. Also du fühlst dich wirklich, als wärst du in so einem Schloss, in so einem sehr unterschiedlich gestalteten Schloss. Also wirklich, als wären da 4 Menschen, 4 verschiedene Architekten an dem Aufbau von diesem Schloss beteiligt gewesen. Was ja auch der Fall war. Oder die 4 Gründer von diesen 4 Häusern haben natürlich das Schloss so erbaut. Also Ravenclaw, Slytherin, Gryffindor und Hufflepuff. Und das merkt man halt wirklich. Also nicht nur an den Gemeinschaftsräumen, finde ich, also dort ist es wirklich sowieso extrem. Die sind so crazy unterschiedlich und so traumhaft schön gestaltet. Jeder einzeln für sich selber. Aber wenn man durch das Schloss durchläuft und also jetzt, wenn man so gesehen hat bei diesem Gameplay-Showcase, wie unterschiedlich dieses Zeug gestaltet ist und die Kleider und die Wände und der Boden und die Details, es ist wirklich traumhaft. Darum, das ist wirklich ein Game, das würde ich noch so gerne mit VR-Headset spielen. Wirklich noch so gerne. Ja, fix. Also ich habe ein paar Trailer gesehen und ich bin überzeugt, dass das richtig, vor allem auch, wenn du nachher so überlegst, du gehörst nachher zu einem Haus, oder? Und du bist nachher, keine Ahnung, du bist Slytherin oder Hufflepuff oder Ravenclaw. Wie wirst du zugewiesen? Weiss man das schon? Das darfst du, glaube ich, selber. Ja, du kannst, glaube ich, selber wählen. Ja, aber das finde ich aber auch okay. Wo, in der Regel, wenn du so ein bisschen Potterhead bist oder eben sonst so ein bisschen mit dem Harry Potter-Universum dich auseinandersetzt, hast du ja schon so ein bisschen deinen Liebling. Du hast ja schon so deinen Favorit. Also ja, kann man, und es hat ja mal so, also es gibt ja auf potterhead.com, heisst es glaube sogar, gibt es ja sogar den Test, den du kannst machen, in welches Haus du gehörst. Genau, wir haben den gemacht. Weißt du noch, was du bist? Ja, Ravenclaw. Bist du Ravenclaw gewesen? Ich bin eben Slytherin. Und eben, das ist dann so... das ist echt so viel... Ich bin Slytherin. Ja, ich bin Slytherin. Da, nee. Und darum ist es... wäre es nicht mehr durch wie schade, wenn du nicht ein bisschen Einfluss auf das hättest. Also wenn es irgendwie würde heissen, so, du musst jetzt ein paar Fragen beantworten und dann wirst du zugewiesen und dann kommst du in ein Haus, das du eigentlich gar nicht möchtest und dann schiesst du den Rest vom Gaming an. Also im Rest vom Game. Das wäre doch auch schade. Und jetzt muss ich gleich noch schnell fragen, aber ist es ein Singleplayer-Game, wo man nicht auf andere trifft? Nein, es ist ein Singleplayer. Ja, sehr, sehr schade.
muss ich wirklich sagen. Ich hätte das wahnsinnig gerne als Multiplayer gespielt. Stell dir vor, wie cool das wäre. Aber es geht halt nicht auf von der Geschichte her. Wo du spielst halt den einzigartigen Zauberer bzw. die einzigartige Hex mit dieser antiken Macht. Und dann wäre es ja auch komisch, wenn plötzlich mehrere von denen unterwegs, da wären. Ich weiss, es gibt in MMORPGs auch, wo jeder, der dort rumläuft, literally der aus der Welt ist und von der Welt muss retten. Ja, das macht mich ein bisschen kaputt. Aber es ist irgendwie weird, oder? Aber es ist das, wo das Gameplay und so das Feeling so ein bisschen kaputt macht, genau. Ja, das habe ich mir jetzt aber vorhin jetzt so gedacht, weil wenn man es in ein Multiplayer-Universum verfrachten, dann hat man genau das Problem, dass dann nachher einfach alle Leute hast, die sich irgendwie speziell machen, indem sie jetzt, und dann stehen alle bei dem Quest um und dann machen alle diesen Hauptquest und nachher wird es irgendwie so ein bisschen wie, genau, du glaubst dann nicht mehr so die Einzigartigkeit von deinem Charakter. Genau, das geht komplett verloren. Es macht ein bisschen alles kaputt, darum verstehe ich es schon. Darum verstehe ich es schon. Also, was ich mir vorstellen kann, ist so eine Multiplayer-Arena, weißt du? Oder kannst du reingehen mit dem Charakter und nachher einfach gegen andere Charakter fight, aber nur der Arena-Modus und nachher irgendwie, keine Ahnung, 3 gegen 3 oder so. Ja, so, aber oder so ein... Ja, Quidditch wird es zwar auch nicht geben, das ist ja auch bestätigt. Also Quidditch wird man auch nicht können spielen. Ich weiss, was du meinst, aber ich glaube, ich fände es ganz gut, wenn man das einfach wirklich komplett ausschließen würde. Weil, ich meine, du bist der einzigartige Zauberer oder die einzigartige Hex, die die spezielle Kräfte hat. Und wenn dann noch jemand 2, zu 3, zu 4, zu 6 da ist, der das auch hat, das würde ich doch irgendwie auch nicht glaubwürdig. I don't know. Ich habe das Gefühl, das würde so ein bisschen, also in meinem Empfinden würde das alles so ein bisschen zerstören, so ein bisschen kaputt machen, also das spezielle Feeling. Ja, ich verstehe dich. Also ich meine, ein God of War ist ja gleich. Als God of War kannst du auch nicht Multiplayer spielen. Ein God of War Multiplayer wäre richtig blöd. Ja, stell dir vor. Es muss 2 Kratos sein oder 3 Kratos haben. Gut, Multiplayer leben ja eben davon, dass man ein individualisiertes Charakterdesign hat. Also dass du eben einen Charaktereditor hast, dass du die Charakter kannst individualisieren kannst. Das hast du bei God of War ja nicht. Stell dir vor, ein Kratos, der nicht aussieht wie der Kratos, ist auch komisch. Oder? Genau. Aber ja, darum sage ich, also ich verstehe dich. Ich verstehe die Entwicklung vom Spiel. Ich glaube, es wäre mega cool, wenn es so ein Harry Potter Game gäbe, wo Multiplayer ist, aber dann dürfte es nicht diese Story haben. Dann müsste es einfach ein ganz normales Game sein, so hey, hier ist Hogwarts, das sind die Lehrer, spielen. Aber wieso die spezielle Story würde es dann nicht mehr können haben. Ich meine, klar, das kann man auch machen, aber ich glaube, das hat dann... Ich weiß nicht, wie viel Reiz das nachher hat zum Spielen. Weißt? Ich weiß, was der Mensch, aber ich glaube, fix ich könnte sagen, dass ich bei so einem Spiel wie Hogwarts Legacy sicher mit dem Gedanken Multiplayer gespielt habe, weil man halt den Epos Harry Potter halt auch zusammen teilt, oder? Und zusammen darüber redet und zusammen drin war und vielleicht die Filme sogar zusammen im Kino geschaut, damals, als man noch ins Kino ist gegangen, gell? Ja, oder um Weihnachtszeit daheim auf dem Sofa mit Kollegen, das ist aber schon chillig. Genau. Und darum wird man vielleicht dort auch multiplayer-mäßig einsteigen. Aber hey, lassen wir uns überraschen. Vielleicht, wir wissen ja nicht, was noch kommt. Also, bis jetzt, das Game sieht mega cool aus. Und gleich, ich bin auch immer fast froh, dass jetzt nicht jedes einzelne Game muss ein MMO sein, wo... Das ist ähnlich wie mit dem Open-World-Trend, wo wir letzte Woche schon darüber geredet haben. Irgendwie jedes Game muss Open-World sein im Moment. Einfach, weil es halt so ist. So das Prinzip, so, ja, wo es jeder jetzt macht, also müssen wir auch. Und genau so bin ich aber ganz froh, wenn mal wieder ein Game rauskommt, das nicht MMO ist. Weil ich bin jetzt wirklich eher Singleplayerin. Ich spiele gerne allein. Und habe Freude, wenn ich allein meine Quests erledigen kann. Hingegen, wenn ich in einem MMO spiele, wo ich angewiesen bin darauf, dass die anderen mir helfen, dann schiesst mich das an. Darum ich bin froh, ist es ein Single-Game. Das kann ich wirklich sagen. Ja, okay. Sonst hat es mich wirklich weniger gereizt, muss ich ehrlich sagen an dieser Stelle. Ich hätte auch nicht so Freude am Spiel, wenn ich wüsste, es wäre ein MMO. Ja. Verstehe ich. Ich verstehe beides. Also, ich verstehe beides.
Ich hätte mir, glaube ich, auch ein bisschen weiter Dings gewünscht. Ein Multiplayer dort drin, einfach nur, weil ich halt ausgerichtet bin auf eher soziale Games oder eben Games, die man mit den Kollegen kann spielen kann. Aber hey, ich würde es auch gleich zocken, weil es einfach schon jetzt aussieht wie ein, Mhm. ja, was jetzt einfach auch schon ausgeht wie ein sehr schönes Game. Wenn ihr Trailers anschaut, wie du sagst, man kann sich in dem Schloss verlieren. Und da, schon nur für das Feeling würde ich es auch zocken. Der durch die Gang zu laufen und einfach zu finden, fuck, das ist Hogwarts, Mann. Das kenne ich. Das macht so Nostalgie. Also das ist echt schön. Aber auch. Ja, so viel dazu. Und vielleicht noch schnell zur Erinnerung, es geht noch ein Weile natürlich, bis das Game erscheint. Und zwar noch bis im Februar. Und ich glaube, am 11. Februar 2023 soll es endlich dann mal rauskommen. Wobei man auch da muss sagen, so schnell wie die Zeit im Moment vergeht, müssen wir gar nicht mehr so lange warten. Das ist 4 Monate, Mann. Das ist so krass. Fix. Ja. Fix. Also, bleiben wir gespannt, würde ich sagen. Und merci vielmals, Steffi, für den sehr umfassenden und coolen Beitrag zu Hogwarts Legacy. Man merkt wirklich, dass du Sehr gerne. auch hyped bist für das. Yes, bin ich. Und weil ich weiss, auf was du hyped bist, habe ich natürlich heute das Thema gesehen oder kleine Zusammenfassung von Spielen entdeckt, die dich auf jeden Fall könnten interessieren. Und man hat direkt an Steffi, unsere Indie Queen, denken, als ich das gesehen habe. Und zwar ist das Indie Festival Indie World gewesen. Und ich habe mir dort 3 Indie-Titel auf der Nintendo Switch rausgepickt, die dir könnten gefallen, Steffi. Und zwar ist das zum einen Venba, also das schreibt sich Venba. Und das ist ein Kochspiel und du kochst ja gerne, Aha, und darum Steffi. passt es zu mir. Ähm, äh, ja, Nur weil du weil ich eine gerne Frau bin. kochst. Mhm, nee. Das stimmt, ich koche sehr gerne. Okay. Da kennt der Nico mich gut. Weißt du, ja, du bist eine Genau. Frau, Frau gehört in die Küche. Also wenn schon willst gamen, dann spiel wenigstens das Game in der Küche. Ja. Okay, das ist jetzt, mir wird hier direkt wieder toxische Männlichkeit umgestellt, die ich gar nicht, Das ist gar selber nicht schon. wirklich Nein, er hat absolut recht. Ich koche wirklich sehr gern. Von dem her bin ich gespannt. Also erzähl weiter. Genau, und also Venba überzeugt durch seinen sehr coolen Grafikstil. Es sieht mega cool aus, als wäre alles wirklich von Hand gezeichnet auch. Ist eigentlich ein Kochspiel, das aber nebenbei noch die Story von einer Einwanderer, also einer indischen Einwandererfamilie, erzählt nach Kanada. Also das heisst, es tut eigentlich die ganze Geschichte von den Entwicklern, glaube ich auch, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, erzählen, wie das Ganze passiert ist. Und dazu kann man eben kochen. Also der Hauptteil besteht daraus, dass man indische Gerichte aus der indischen Küche kocht und wird nachher, je nachdem wie gut man die kocht, wird man dann bewertet und es sieht sehr schön aus, anmächelig und hat eine mega coole Backstory. Das ist das erste Game, das ich dir würde empfehlen, Steffi. Mhm. Sieht aber auch Ich wirklich mega interessant aus. Und ja, der Grafikstil finde ich auch sehr spannend. eben siehst du, langsam kenne ich dich ein bisschen. Das zweite Game, das ich dir vorstelle oder wo ich auch gefunden habe, das muss ein Steffi-Ding sein, kennt die Steffi eben schon. Also sie hat es auch schon gesehen, sie hat es auch davon gehört. Das heisst Akka. Das ist so Und herzig, Mann. ist, und zwar ist Akka ein Game, wo man einen pensionierten Krieger spielt. Ja, einen pensionierten Krieger, genau. Aber nicht einfach einen. Wo auf einer einsamen Insel probiert, seinen inneren Frieden zu finden. Und natürlich ist der pensionierte Krieger nicht einfach ein Mensch, sondern er ist ein roter Panda. Und er ist Also so. ein sehr herziger roter Panda, Ja. wo man auf der Insel mit ihm rumsäckelt und Er säckelt ja. eben nicht. Er hüpft so Er säckelt lustig. nicht, er hüpft lustig, ja, So genau. boing, boing, boing. Ja, er hüpft sehr lustig, genau. Also ein sehr herziges Game, wo ich Steffi mega, mega gut auch gesehen das Spielen. Ja, also einfach auch wieder etwas, was ich definitiv würde
der Steffi empfehlen. Es hat manchmal ein kleines Studio Ghibli-Vibe, wenn ich so anschaue. Voll, Ähm, total. und das macht es natürlich für mich schon wieder mega sympathisch. Und ich glaube, das ist schon ein Game, wo man selber ein bisschen inneren Frieden findet, wenn man es spielt, oder Ja, ich Steffi? glaube, Das ist so ein... du musst ja auch so ein bisschen, es ist ein bisschen ähnlich wie Dings. Ach, wie heisst es schon wieder? Das Farming-Game, wo du so die Garten musst aufbauen, ein bisschen Zeug Ah, sammeln. meinst du das ganz berühmte, das, wo alle Ja, spielen? ja, das. Ich vergesse immer, Ja, wie ich es weiß. heisst. Mir liegt es auf der Zunge, ich weiß genau welches. Irgendetwas mit Valley. Island. Nein, Valley. Stardew Valley. Stardew Valley, genau. Ja, Das. Genau, ja, also genau. es ist, glaube vom Gameplay ist es ein bisschen in die Richtung, nicht? Dass du eben auch einen Garten musst, haben, also wo die Sachen gehst Aber ich meine, noch das go andere Inselspiel ist doch farmen. ähnlich. Wie heisst das andere Animal Spiel? Crossing oder was? Ja, genau. Ja gut, aber Vielleicht Animal ist das so eine Crossing. Gang Mischung. weg mit Animal Crossing. Ich habe es nicht gesehen, Mann. Oh Gott, okay, okay. Ja, auf jeden Fall, das wäre das zweite Game. Und dann gibt es noch das dritte Game, das ich gesehen habe, das dir auch gefallen könnte. Und das ist sehr speziell, das heisst Blanc. Also B-L-A-N-C, also wie Weiß auf Französisch. Und ist im Schwarz-Weiß-Look sehr ein emotionales Spiel. Es porträtiert die Reise von einem Wolfsjungen um einen Reh durch die schneebedeckte Wildnis und das ist im Koop spielbar, was es für mich sehr speziell macht. Ähm, und so wie ich das jetzt gesehen habe, es gibt nicht wirklich Dialog. Also es gibt vor allem einfach Interaktionen durch Geräusche und durch die Tierlaute und die Grafik ist extrem spärlich gehalten, aber gleich gut. Also weißt halt viel nur Umrisse und halt viel Schnee und halt gleich sehr Ähm, ja, sehr emotionale Story. Weil ich meine, ein Wolfsjungens und ein Reh ist ja nicht gerade die typische Verbindung von zwei Tieren, oder? Aber Mm. finde ich noch speziell. Ich finde, es Also wirkt wirklich. sehr zauberhaft. Also eben schon allein nur eben durch die Kombination mit dem Reh und dem Wolf ist irgendwie hure cute. Dass es im Coop kann Mhm. spielen, ist natürlich fantastisch. Es gibt nicht viele gute also so Couch-Coop-Games, wo du ein bisschen musst überlegen musst. Viele sind sehr einfach gehalten. Ich hoffe, das hat ein bisschen eine Herausforderung. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, der Grafikstil erinnert mich sehr an Unfinished Swan. Das ist zwar ein Mhm. Singleplayer, aber es ist auch sehr Mhm. ein spannendes Game, wo auch alles zuerst einfach nur weiß ist. Und das ist auch ein gutes Spiel. Also, schaut es euch mal an, kann ich euch echt empfehlen. Ist sehr interessant. Mhm. Und ja, also das ist sicher ein Game, das für mich sehr spannend ist. Also, mir gefällt es, muss ich sagen. Aber ich bin ja bekannt dafür, dass ich gerne Games habe mit interessanten Grafiken. Genau, auf jeden Fall. Also eben darum, ich habe gedacht, ich hole die drei Empfehlungen mal raus und ich denke, das eine oder andere davon könnte dir sicher gefallen. Yes. Ähm, Und von allem, was uns gefällt und von allem, was mega gut und baffig war, gehen wir jetzt in das Zeug, das uns nicht so gefällt, nämlich in Ach, unsere herrje. Crit-Themen. Autsch. Crit, crit, crit. Mit dem Emotional Genau. Damage. Genau. Und da fange ich da mit dem Crit-Thema und zwar Call of Duty. Das neue Call of Duty bringt diese Woche einen sogenannten DMZ-Modus raus, zusammen mit dem Warzone-Modus, wo jetzt ein Warzone 2 quasi rauskommt, weil es eigentlich die zweite Version von Warzone ist. Steht DMZ Warzone für irgendetwas? DMZ steht auf jeden Fall für irgendetwas. Ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht nachschauen, für was, aber ich kann mir vorstellen, das ist irgendwie Danger Zone oder Danger Mode oder irgend so etwas. Also, ich weiß Das es nicht. Mode Zero, nicht kann. Ich habe mir's jetzt noch nicht, aber ich kann mir natürlich das auch noch schnell anschauen. Nein, es steht eigentlich nicht. Es ist lustig, weil es steht wirklich nie wirklich ausgeschrieben, für was es steht. Demilitarisierte Zone. Was auch immer das soll Okay, sein. und, okay, in dem Fall. Ja. Ähm, ja, es ist schon nicht wirklich wichtig. Weil was wichtig ist, um was das der Spielmodus geht. Und nämlich ist es so, dass man im DMZ-Mode eigentlich etwas hat probiert zu machen, wo in die Richtung geht von Escape from Tarkov.
oder Hunt Showdown. Und was bei diesen 2 Spielen speziell ist, das weiss sicher jeder, der sie gespielt hat, ist, man geht am Anfang tut man seine Gear vorbereiten, seinen Charakter vorbereiten und dann geht man mit diesen Gear und dem Charakter, den man vorbereitet hat, eigentlich ins Game rein. Wird bei DMZ so sein, dass man das auch öfters multiplayer-mäßig macht, also mit einem Team von 3 Leuten, so wie ich das jetzt gesehen habe. Und wenn man nachher aber besiegt wird, also gekillt wird, dann ist alles weg. Das heisst, alles, was man hat mitgenommen an Ausrüstung, ist einfach gone. Und das kommt auch nicht mehr zurück. Also das ist, man muss sich richtig gut überlegen, wenn man in Fights hineingeht. Man muss vorbereitet sein auf alles. Es ist wirklich so ein kleiner Hardcore-Modus. Ich weiß jetzt nicht, wie es im DMZ ist. Kann natürlich auch sein, dass der ganze Charakter umgestellt ist, organisch. Bei Hunt Showdown ist zum Beispiel so. Es ist aber, und das ist Kritik am Ganzen, weil der DMZ-Modus startet nicht einfach so, sondern er startet jetzt mal in der Beta-Phase. Und zwar, weil die Fans sich gewünscht haben, hey, arbeitet bitte noch ein bisschen dran, weil wir sehen nicht wirklich, wie sich das DMZ vom normalen Battle Royale-Modus abhebt. Und darum wird es jetzt erstmal als Beta starten, es wird noch viel geändert dran. Sie haben zwar auch gesagt, dass sie nicht mega viel von Games übernehmen, die es schon gibt. Also sie haben gesagt, wir wollen nicht viel kopieren, wir wollen nicht viel klonen. Es soll ein eigener Modus sein, aber wir wollen natürlich gleich die Herausforderung bieten, wo so einen DMZ-Modus gibt, uns, ja, dass das neu reinbringt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, viele Leute sagen natürlich jetzt schon, an ein Escape from Tarkov kommt es nicht her. Also es wird nicht möglich sein, dort etwas zu machen, wo gleich ist wie ein Escape from Tarkov. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, Steffi, du kennst natürlich ein Escape from Tarkov gar nicht, oder? Ja, also so ein bisschen am Rand mitbekommen, aber es ist wirklich nie etwas, was mich interessiert hat, das muss ich wirklich sagen. Ja, das ist okay. Also das Escape from Tarkov ist sogar mehr ein bisschen zu hardcore. Es ist wirklich einfach so, es ist richtig für die Leute, die halt gerne alles preparen, mega vorbereitet sind auf alles, was kommt. Und ich bin nicht gerne mega vorbereitet auf alles, was kommt, weil dann hat man ja gar keine Möglichkeit mehr zum spontan reagieren. Und da bist du festgefahren in deinen Möglichkeiten. Das ist ganz schlecht fürs Mindset. Bin ich nicht einverstanden damit. Schlechte Lebenseinstellung, Leute. Sehr schlechte Lebenseinstellung. Was immer die Steffi sagt, ja. Ja, ist ja wahr. Also Vorbereitung ist schon gut. Mise en place ist schon voll okay und so. Je nach Lebenssituation. Aber du kannst ja nicht erwarten, dass du dich auf alles immer 100% vorbereiten kannst. Egal, das schweift voll vom Thema ab. I'm sorry. Genau, aber du musst dir halt bewusst sein, dass du halt dort reingehst mit einem Loadout, wo du dir ausgewählt hast, und es besteht halt die Gefahr, dass du erschossen wirst, dass du gekillt wirst und nachher halt alles verlierst. Das heisst, du überlegst dir auch, was nehme ich mit und was nehme ich vor allem nicht mit. Also du tust dir zum Beispiel die gute Waffe, die du gefunden hast, die seltene, die zwar viel Schaden macht, aber halt selten ist, musst du dir dreimal überlegen, ob du sie mitnimmst oder nicht. Oder? Das sind so Sachen und das sind so Entscheidungen, die ich persönlich eigentlich nicht treffen möchte. Ich werde den DMZ-Modus anprobieren, anspielen mit meinen 2 Jungs, die sicher mehr Bock auf das haben, weil das sind genau solche Dudes, die lieben das, so Zeug. Übrigens für die neu dazu sind und das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, seine Jungs sind nicht seine Buben, nicht seine Kinder, sondern seine Kollegen. Aha, ja. Entschuldigung, könnte man das meinen? Ja, genau. Okay. Ja, nein, definitiv nicht. Nennen mich noch nicht Vater. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon wieder so einen blöden Spruch machen. Okay, wir lassen das. Auf jeden Fall. Steffi, weißt du, wenn ich mich zurückhalte. Ja, dann komme ich reingeschossen, genau. Darum sind wir ja so ein gutes Duo. Oh Gott. Auf jeden Fall. DMZ-Modus neu im Call of Duty ist noch in der Beta, weil man viel Kritik gehört von der Community. Und wir sind gespannt, ob sich das so cool spielt. Das wäre mein Crit-Thema von dieser Woche gewesen. Jetzt kommen wir aber zu einem Crit-Thema, das ich sehr, sehr beängstigend finde. Das ist noch beängstigend. Hey, also, als ich das gehört habe, als ich das gehört habe, habe ich das erste Mal gemeint, das ist ein dummer Witz. Nein, also ich habe wirklich gedacht, so, also, ist es irgendwie einfach ein sehr makaberer
sehr schlecht platzierten und timten April-Scherz oder meint er das ernst? Und zwar ist es folgendermaßen: derjenige, ich weiß ehrlich gesagt seinen Namen gar nicht, sorry, aber der, wo Oculus, ja, es ist mir so wurscht, es geht wirklich, einfach wirklich ums Thema. Der Typ, der die Oculus erstmalig erschaffen hat, also der die Oculus erfunden hat, der hat jetzt, der hat ja, also vielleicht schnell zum Ausholen, für ein paar Hintergrundinformationen, Meta, also Facebook, hat ja näher die Oculus gekauft. Und ja, darum gibt es jetzt so viele VR-Games, wo man am Anfang sich mit Facebook hat müssen anmelden musste, wo man sonst nicht spielen konnte. Item. Auf jeden Fall hat jetzt der Erfinder MetaQuest Pro, also der Nachfolger von diesem Modell, umgemodelt und einen Prototyp gemacht für eine VR-Brille, die einem umbringt, wenn man in-game stirbt. Das ist cool. Das ist kein Witz im Fall. Liebe Zuhörer und Zuschauer, das ist wirklich kein Joke. Also wir haben es nachgeprüft, 2-3 Mal nachgeprüft. Es ist no joke. Also der Typ ist serious. Der hat sogar einen Kommentar dazu abgegeben, dass er es ja selber würde probieren, wenn er nicht wüsste, dass es noch nicht so gut entwickelt ist, dass es nicht einfach so losgeht. Ja, also wenn man nicht stirbt. Genau, also ihr müsst euch vorstellen, das Teil, also es nennt sich übrigens Nerf Gear. Und das hat oben bei der Stirn so 3 so Bolzen, es ist so lang wie ein Finger ungefähr, wo da so abstehen. Wir haben das Bild, nein, wir haben das Bild. Ja. Genau, aber das sind so 3 Bolzen, die so abstehen. Und wenn man in-game stirbt, gehe ich mal davon aus, dass die Bolzen nach einem einfach Fadengras ins Hirn reinjettet. Und es ist aber noch ein bisschen fehlerbehaftet. Es braucht ein sehr genaues Muster, das das auslöst. Also so ein Pattern an roten so Blitzlichter eigentlich. Das Problem ist nur, dass es im Moment aber auch noch so ein bisschen losgeht, wenn man gar nicht in-game stirbt, sondern einfach, wenn irgendwie gerade so ein bisschen etwas ist, wo das Muster könnte auslösen, den Trigger. Und darum hat er es jetzt selber noch nicht probiert, weil es noch gerade ein bisschen unsicher ist. Aber sein grosses Vorbild ist Sword Art Online. Und der Anime, denke ich mal, vor allem die erste Staffel, haben sicher sehr, sehr viele Leute gesehen. Das basiert ja effektiv eben auf dem Gedanken, dass ganz viele Leute, ganz viele Gamer so ein VR-Headset haben, wo sich mit ihrem Hirn direkt vernetzt. Darum brauchen sie eigentlich auch nicht wirklich Controller oder sonst irgendetwas zum Steuern vom Ingame-Charakter, sondern allein durch die Hirnwellen und durch das Hirn wird das alles gelenkt und gesteuert. Und auf genau dem beruht das. Und im Sword Art Online ist es halt eben wirklich so, wenn du in-game stirbst, dann stirbst du auch in echt. Und das hat er jetzt basically nachgebaut. Und sorry, aber wer bitte kommt auf diese Idee? Also das schon allein so etwas zu bauen, das grenzt ja schon an. Also da musst du psychisch auch hure Ecken abhaben. Also das tut mir ja leid. Also das ist ja eine Mordwaffe, also eine Mordmaschine, weißt du, was ich meine? Also... Ja, ich weiß. Also ganz ehrlich, ich werde hässig. Ich werde wirklich hässig, wenn ich das sehe. Warum zur Hölle macht man das? Ja, keine Ahnung. Mit den das ist Leuten krank. Also ich meine, ich glaube, das ist die Jagd nach Nervenkitzel, wenn du schon in deinem Leben irgendwie absolut alles verloren hast. Ich habe keine Ahnung. Es ist also bitte Leute, don't even try. Also... Es ist wirklich weird. Also ich persönlich, wenn ich mir das anschaue, habe mir wirklich zu viel noch zu angeschaut, Steffi, wo ich zuerst denke, du verarschst mich, aber ich meine, nein, komm, das ist ein Joke, das muss ein Joke sein. Aber der Typ, leider nicht, nein. Hat, der steht 100%ig dahinter, der hat das, also der redet auch darüber, als wäre es das Normalste in dieser Welt und dass er das mega interessant findet, wie man Real Life und Game auf eine ganz neue Art kann verknüpfen. Und ich denke so, Dude, Mann, bitte.
gang weg. Bitte mach das irgendwo anders, wo niemand ist. Von mir aus mach es allein, aber verkauf den Scheiß nicht. Also, what the hell? Es ist wirklich so, wow. Also, sehr, 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 sehr. Er heisst weird. übrigens Palmer Lucky. Und schon allein mit dem Nachnamen. Sorry, aber das ist doch einfach eine Farce. Und wie heisst seine Brille? Lucky Shot oder was? Nein, Nerf Gear eben. Lucky Shot. Würde vielleicht noch passen, ja. Hey, nein. Hey, nein. Nein, also das ist wirklich krank. Also nein, das ist wirklich einfach nur mal krank, Mann. Ja, wirklich. Ah, ja. Damn. Ich weiß wirklich nicht, was ich mehr dazu sagen soll, aber es ist... Nein, also... Das kann ja nur ein schlechter Witz sein. Also, es gibt ja absolut nichts Positives, was aus dem rauskommt oder kommen kann. Ich meine, normalerweise sagt man ja so, ja, oh, negative PR ist PR. Also, nein, sorry, aber das kann ja kein PR sein. Also, Entschuldigung, für was ist das bitte PR? Das macht ja Angst. Also, Ja, da würde ich ja, um definitiv. Himmels Willen, da würde ich erst recht die Finger lassen von VR. Also, das ist eher Abschreckung für VR in meinen Augen. Also, Ja. wer hat da Ja, noch Lust, definitiv. sich mehr mit VR zu beschäftigen, wenn du weißt, dass das die Zukunft könnte sein? Also, nein, Ja, danke vielmals. definitiv. Also, da verzichte ich im Fall herzlich gerne auf VR. Ich finde AR spannender, aber nein. Sorry, I'm out, Mann. I'm out. Ja, egal, definitiv. Also, I'm out of this world. Also, ganz ehrlich, dann nehme ich dann wirklich das Jetpack und fliege wie das Meme einfach weg von dieser Welt. Das sagt Wenn nichts. so Zeug. Also, Verschaut sie da jetzt Metaverse nicht gut? Ja, definitiv, Mann. Der ist so sicher viel besser. Oh mein Gott. Ja, nein, so viel zu unseren Crit-Themen, aber ich glaube, das war mehr als genug gewesen, auch wenn wir das mal Nummer 2 hatten. Aber kritischer kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden. Also egal, was wir jetzt bringen, alles, was wir bisher gebracht haben, alles, was wir in Zukunft werden bringen, ich glaube, so ein Herz-Crit-Thema haben wir noch nie gehabt, werden wir noch nie mehr haben. Also es war wirklich ein Critical Hit gewesen. Das ist tschüss zusammen. Da erholst du dich nicht mehr. Literally erholst du dich da nicht mehr. Wow. Hey, nein. Ja, IRL, Mann. Da ist wieder etwas ausgraben, Steffi. Ja, auf jeden Fall möchten wir euch, weil wir selber mal wieder nichts gekauft haben, möchten wir euch aber noch darauf aufmerksam machen, dass unser Lehrling einen mega coolen Blogpost geschrieben hat zu der neuen Logitech G5 Note 2 X Plus. Das ist die neueste von den neuen Gaming-Mäuse von Logitech, die super mega hardcore toll ist und besser denn je und schneller und lightspeediger und pipapo. Und der unser Lehrling ist, also ich muss wirklich an dieser Stelle schnell sagen, er ist wirklich toll. Ich bin wirklich mega froh, dass wir den haben. Der Titel ist «Schneller als die Gaming-Polizei erlaubt». Also wirklich... Und nein, er hat wirklich, also er hat ein Unboxing-Video dazu gemacht, er hat zig Fotos gemacht, er hat wirklich viel recherchiert und es ist wirklich sehr cool. Er schreibt auch, die Maus hat an Gewicht verloren. Ja, nein, er schaut zum Beispiel auch an, hey, es hat ja neu auch eine Beleuchtung und eine höhere DPI. Leidet durch das die Akkulaufzeit. Alles so Zeug. Also, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Hat er einen wirklich fantastischen Blogpost dazu geschrieben. Schaut euch den mal an. Ich tue euch den Link in die Shownotes verlinken, dass ihr es, wenn ihr möchtet, auch nachlesen könnt, falls ihr auf der Suche seid nach einer neuen Gaming-Maus. Und eins muss man an dieser Stelle ja noch schnell sagen, die Originalmaus, sage ich jetzt mal, die G5 Note 2, die war damals sogar noch kabelgebunden gewesen. Und übrigens, das macht er auch noch in diesem Blogpost, er räumt mit dem Mythos auf, dass kabelgebundene Mäuse immer noch besser sind als ohne Kabel. Das stimmt aber mittlerweile nicht mehr. Könnt ihr auch noch nachlesen, wieso das so ist. Sehr gut. Ja, also das ist wirklich ein sehr ausführlicher, sehr guter Blogpost. Bin ich sehr stolz auf ihn. Und ja, eben. Und was ich eigentlich wollte sagen, was ich ursprünglich wollte sagen, eigentlich, bevor ich abgeschweift bin, die G5 Note 2 ist die am meisten verkaufteste Gaming-Maus überhaupt. Weltweit. Und das ist jetzt eben
Nachfolger vom Nachfolger. Genau. Merci für die Infos, Steffi. Sehr gerne. Das haben wir bei uns neu im Shop. Sonst haben wir keine Laut. Und was wir aber haben, sind 5 leere Sterne, die gerne gefüllt werden. Gebt uns doch 5 Sterne auf Spotify, das wäre mega lieb. Bis wir 1000 Follower haben hier. Du meinst jetzt auf Twitch, okay. Auf Twitch, ja. Genau. Ja. Das hat nichts mit Sternchen auf Spotify zu tun, aber okay. Ja. Stimmt, auf Twitch sind wir auch fast bei den 1000 oben. Das ist natürlich sehr. In letzter Zeit sind so viele neue Leute dazugekommen, wirklich richtig nice. Ich habe Freude. Ich gehe, wirklich. Mega gut. Also, wir sind beide sehr erfreut und ich glaube, das ist schöne letzte Aussage, oder? Steffi, was meinst du? Ja, man kann auch einfach eine letzte Aussage daraus machen oder man kann natürlich noch 5 Minuten um ein heißes Brei reden. Wir wären nicht mehr, wenn wir nicht jetzt noch 5 Minuten um ein heißes Brei reden. Oh, wieder wahr. Steffi, was hast du dazu zu sagen? Ich sage dazu, ich wünsche euch eine gute Zeit. Schaut in unsere restlichen Streams rein von der Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Und gebt die 5 Sterne nicht vergessen. So, also, wir sind fertig mit dem Podcast, Leute. Und mega cool, hat er natürlich auch weiterhin noch in den Chat geschrieben. Das ist nämlich auch absolut die Idee. Ich habe da vorher so gesehen, jemand hat so geschrieben, so, ach, ihr seid einen Podcast aufnehmen, ach, das erklärt einiges. So, hey, ihr dürft natürlich auch, während wir einen Podcast aufnehmen sind, dürft ihr eure Meinung, euer Know-how, euren Senf absolut noch dazugeben in den Chat. Wir lesen das wirklich auch so ein bisschen parallel mit, natürlich, einerseits. Und gehen auch immer nach dem Podcast wieder noch drauf ein. Drum, also von dem her, Polymechanical, ja, es ist zwar ein Podcast und es erklärt einiges, warum wir nicht auf eure Kommentare eingehen und auf eure Chat-Nachrichten. Aber wie gesagt, wir tun das sehr gerne im Nachhinein da noch mit euch ein bisschen schwätzen. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Genau. Es hat ein bisschen eine Meinungsverschiedenheit gegeben, was noch interessant ist. Zum Thema, ob die Hogwarts Legacy ein Multiplayer hat sollte sein oder nicht. Ja, ich habe das gesehen. Der Tomuko ist, glaube ich, grundsätzlich der Meinung, dass es ein Multiplayer sollte sein, genau. Ich bin froh, dass es Case, da muss ich wirklich sagen, da stehe ich auch dahinter. Broke Baby hat noch gemeint, hey, schade bleibt Zeit beim Gamen nicht stehen. Oh ja, das kann ich wirklich unterschreiben. Das würde ich auch sehr, sehr feiern. Das ist auf jeden Fall so. Jemand freut sich auf das Sandwich-Spielen gegen Pokémon. Ich frage mich immer, der Schinken, der in Pokémon gegessen wird, von wo kommt der? Ja. Genau, gell? Was ist das für Schinken? Aber ich denke, ja, das wird auch irgend so ein Säule-Pokémon sein, oder? Da gibt's doch, wahrscheinlich. Ja, ich denke es einfach auch, dass es ein Säule-Pokémon wird sein. Und Hoi Abby ist auch noch gekommen, Matteo ist auch noch vorbeigekommen. Matteo fragt noch einmal eine Frage, tut Brack auch was auf Sponsoring... Was? Er möchte Sponsoring, Brack Sponsoring bietet für kleinere Streamer. Ja, wahrscheinlich. Bietet. Ach so, bietet Brack auf... ja, egal. Ich tue es jetzt einfach mal so vorlesen, also so interpretieren, wie ich das Gefühl habe, was da steht. Also, die Frage ist, tut Brack.ch auch kleine Streamer sponsern? Nein. Wir sponsern grundsätzlich keinen Streamer oder keinen Content Creator. Das ist unsere Sponsoring-Abteilung, die da entscheiden wird. Wir probieren aber gerade ein bisschen das Thema Influencer-Marketing für nächstes Jahr ein bisschen vorwärts zu treiben. Aber da können wir natürlich nicht gross viel dazu beitragen, wo wir Content machen und wir sind nicht in der Marketingabteilung. Von dem her, da sind wir angewiesen darauf, dass das die Marketingabteilung vorwärts bringt und nicht mehr. Ja, das ist so. Genau. Ja.
Jasmin ist auch noch da. Sie hat auch lieber Singleplayer. Yes. Danke vielmals, bin ich nicht allein. natürlich. Dass die wieder zusammenspielen. Ja. Und ja, sie ist auch der Meinung, dass die VR-Bro ein sehr makabres Kunstobjekt ist. Und ich hoffe, dass es nicht einmal Kunst ist. Wo, wenn es Kunst weg, dann kann es weg. Ja, also, das ist ist das Kunst oder kann das weg? Nein, das ist Kunst und es kann weg. Es ist beides. Also. Genau. Ja, Matteo, wie gesagt, du darfst gerne das Sponsoring-Formular von brack.ch/Sponsoring mal ausfüllen. Aber eins kann dir schon sagen, dass du wirst zu einer Wahrscheinlichkeit von 100% abgelehnt. Also, es tut mir wirklich leid, wenn ich das so muss sagen. Aber es ist leider im Moment so. Brack.ch sponsert nicht Einzelpersonen. Brack.ch sponsert Events, Sachen für einen guten Zweck. So Zeugs. Also, wie gesagt, du kannst es gerne probieren, aber rechne nicht damit, dass du eine positive Bescheid bekommst. Und wenn wir probieren kann man immer. Ja, sicher. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn es so weit ist, dass, also falls wir nächstes Jahr mit anderen Streamern etwas werden können zusammen machen, dann werdet ihr es sicher genug früh, und zwar hier, erfahren. Events unter 200 Leute leider auch nicht. Schade, Warping. Ja, aber wie gesagt, da können wir leider absolut gar nichts bewirken, sage ich jetzt einmal. Das ist effektiv, das liegt im Sponsoring. Und ihr müsst natürlich auch sehen, dass Brack.ch halt wirklich eine riesengroße Firma ist. Oder, und also Brack.ch sponsert Skirennen und so weiter. Und da muss man natürlich auch immer ein bisschen vergleichen, wie viel Reichweite so etwas hat und wie viel Reichweite man im Vergleich hat mit einem kleinen Gaming-Event. Ja, sorry für die Enttäuschung, aber ich meine schon allein, dass wir jetzt hier streamen können und etwas für das Gaming- und Streaming-Szene in der Schweiz machen, ist ja eigentlich ein mega geiler Schritt. Also das muss ich wirklich sagen. Da bin ich wahnsinnig froh gewesen, dass wir das dürfen machen. Das ist wirklich schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Also, yes. Genau. Und es ist natürlich eben wichtig auch zu wissen, wir möchten durch das auch immer wie mehr Awareness generieren, dass es ein Ding ist, das in der Schweiz so weiterhin wachsen sollte. Und wenn wir irgendwann an einen Ort kommen wie Deutschland, unsere Nachbarn, oder Frankreich oder Italien, was Gaming betrifft, dann kann man natürlich nachher über ganz andere Sachen reden. Ja, aber noch sind wir halt wirklich, noch ist Gaming, Streaming und so weiter halt überhaupt nicht so im Mainstream angekommen wie in Deutschland, leider. Und ja, darum, ja. Ja, es spielt einfach echt keine Rolle, wie viele Follower du auf Instagram hast. Wenn wir nicht Einzelpersonen sponsern wir auch nicht jemanden mit 100.000. Ja, und es aber. Und vor allem, wenn du vor einer Woche angefangen hast zu streamen, dann ist es halt einfach viel zu wenig. Es tut mir leid, es ist viel zu wenig lang. Wir können nicht sagen, wie konsistent bist du, wie regelmäßig bist du, wie ist deine Verhaltensweise, stimmt deine Mission, deine Vision mit uns überein, also mit unserer Mission von brack.ch, sind die Werte die gleichen, ist die Language die gleiche. Das muss man alles beachten, oder? Als Firma hast du natürlich gewisse Werte, die du vertreten willst. Und wenn du mit Influencern zusammen schaffst, willst du, dass diese Influencer genau die gleichen Werte vertreten. Oder? Das ist, dort muss man wirklich... Ja, dann müsst ihr bitte ein bisschen Verständnis haben. Nur wo ihr gross seid, Reichweite ist nicht alles, Leute. Reichweite ist heutzutage einfach nicht mehr alles. Und als Influencer ist man froh, wenn man nicht mehr mit Firmen zu tun hat, die nur noch auf die Reichweite schauen. Aber umgekehrt muss man auch als Influencer verstehen, dass es einfach Firmen gibt, die überhaupt nicht mit Influencern zusammenarbeiten. Wie gesagt, wir probieren hier etwas anzureissen. Wir haben ja jetzt auch erst im Januar selber angefangen zu streamen. Von dem her, ja, bitte ein bisschen Geduld haben, wir probieren uns das Beste und dann können wir dann wirklich miteinander reden. Aber bis es so weit ist, muss ich euch wirklich bitten, geduldig sein. Ich sage,
Was? Wie du meine Beschreibung hast. Merci, Steffi, ich liebe dich. Das ist der Nico, er existiert. So nicht doof. Du bist so nicht doof. Irgendein ist. Wieso kann ich das erst nicht? Die habe ich neu gemacht, das ist schön, oder? Du hast vorher gar keine gehabt. Also bis froh hast du jetzt wenigstens eine. Wow, das ist der Nico, er existiert. Wow. Genau. Schießt drauf auf geduldig sein. Macht einfach. Macht einfach euch ein Ding, zieht es durch, irgendwann kommen wir das schon. Ja, unbedingt. Ja, also macht es. Also wie gesagt, da mit dem Stream. Steffi streamt ja privat auch und sie hustelt das schon sehr. Ja, und ich habe auch schon sehr viel mit Firmen zusammengearbeitet. Das ist nicht immer so einfach, wie ihr euch das vorstellt, meine Liebe. Genau. Und Steffi hat da ein bisschen Ahnung. Und ich kann eigentlich mal anfangen streamen und habe es dann nicht so durchgezogen. Also, aber wie gesagt, man braucht doch ein bisschen Konsistenz für das. Also ich keine Ahnung. Manchmal habe ich Bock, manchmal habe ich keinen Bock, manchmal vergesse ich es, manchmal schalte ich den Stream an, manchmal nicht. Ich glaube, ich muss auch noch so ein bisschen vom Entertainment-Faktor her mir überlegen, welches Konzept ich würde streamen, anstreben, wenn ich würde streamen so. Genau. Mal schauen. Und was übrigens auch gar nicht gut kommt, ist, wenn man irgendwelche falsche Zahlen oder so angibt. Es gibt sehr, sehr einfache Methoden, wie man Zahlen kann überprüfen kann. Und von dem her... Schaut nicht, wenn es um welche Zahlen geht. Einfach so als kleiner Tipp. Ja, lassen wir das Thema wirklich sein, würde ich sagen. Wir sprechen hier nicht... Wir haben, glaube ich, genug zum Thema gesagt. Ich glaube, es ist klar. Macht euer eigenes Ding unbedingt. Geht aber nicht davon aus, dass es sehr einfach ist, eine Firma hinten dran zu bekommen, die ein Sponsoring gibt. Es wird jetzt bei uns auch nicht bei anderen mega leicht sein. Das ist, glaube ich, das, was wir deponieren können. Und das mit JK jetzt natürlich dazu verdammt, endlich zu streamen, das kann ich eigentlich nicht wollen. Von dem her super. Jetzt habe ich da wieder... ja, ist gut. JK. Gut. Nehme ich so entgegen. Gut. Ja, habe ich wieder jemanden getriggert. Das ist unglaublich. Hallo, wir machen jetzt hier kein Fingerpointing. Genau, also Nico, heute Abend Streaming, habe ich gehört. Das geht leider nicht, nein. Wieso nicht? Weil ich ein Privatleben habe. Who cares? Deine Follower interessiert das nicht. Nico. Immer die Ausreden, genau. Hast du gehört? Jasmin, hast du gehört? Immer die Ausreden. Geht also gar nicht. Gottfried Stutz nochmal. Nein, du sicher irgendwann wieder streamen. Auf jeden Fall. Aber das letzte, was ich habe streamen wollte, war Gartic Phone. Aha. wenn ihr das kennt und nachher habe ich es nicht gestreamt, weil... Kennst du es nicht? Nein. Gartic Phone ist das Game, wo du kannst... sicher kenne ich es. Hallo, wer kennt das nicht? Du kennst es, okay. Gut. Auf jeden Fall habe ich so streamen und habe dann gedacht, das ist gescheiter, wenn ich das jetzt nicht streame, weil es ist sehr schnell, sehr... ja. Nein. Die Leute hätten nicht Mensch, oder was? Ja, die Leute hätten nicht wollen, so live gesehen werden mit den Sachen, die sie da geschrieben und gezeichnet haben. Oh, ja. Ich zähle mich nicht dazu, aber es hat wirklich Leute gegeben, die wieder übertreiben müssen. Als gäbe es nichts Lustigeres als das, gell? Denke ich manchmal. Ja. Irgendwo sind wir alle Kinder. Und das ist auch gut und richtig so. Lasst das Kind euch nicht sterben. Das ist, nein, ganz ehrlich. Lasst das Kind euch nicht sterben. Ist wichtig. Sehr wichtig. Aber ja, Leute, wir müssen mich leider verabschieden langsam. Ich muss irgendwie noch heimkommen. Was ist deine Chance? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt wissen wir. Also komm, das ist schon das letzte Wort. Und ja, ich würde sagen, merci vielmals fürs Zuschauen. Yes. Zuhören. Vielleicht schaffen wir so irgendwann mal, dass im Nico seine Cam mal wieder synchron ist. Es ist einfach, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber aus irgendeinem Grund ist die Kamera
und das Mikrofon, also Audio und Cam irgendwie immer mal wieder synchron, dann wieder nicht, dann ist es wieder synchron, dann wieder nicht. Es hat immer so ganz lustige Verzögerungen drin. Ja, aber nicht immer, nicht Problem, immer. Steffi, gell? Also. Jetzt ist es zum Beispiel wieder synchron. Vor 10 Minuten war es noch nicht synchron gewesen. Also, hey Leute, merci vielmals fürs Zuschauen. Mega cool, seid ihr da gewesen. Denkt dran, der Podcast kommt morgen am 4 Uhr und morgen am 1 Uhr, ausnahmsweise am 1 und nicht am 11 Uhr, streamt der Cyril seine Klemmbausteine-Stream. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, mit der Pyramide ist er fertig. Vielleicht hat er etwas Neues an. Er hat irgendetwas von einem Auto gesagt, das er noch schon fertig wieder machen. Ja, also da der Porsche hat er ja schon lange fertig. Auf Twitter hat er ja das mal gepostet. Aber ja, mal schauen, was er morgen anfängt. Ja, letztens beim Mittag gesehen hat er mir gesagt, oh, ich muss da so ein Auto zusammenbauen. Ja, also vielleicht gibt es das Auto mal wieder. Schon mal viel Spass beim Zuschauen. Und sonst am Mittwoch am 3 oder am Freitag am 3. Und ja, sonst sehen wir uns halt in einer Woche wieder. Schaut auch bei uns privat mal vorbei. Bei mir, bei Steffi und Nico. Und ja, merci Fleur vielmals. Und ja, dann sehen wir uns. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren restlichen Montag. Kommt gut in die restliche Woche und wir sehen uns. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.